Salut zusammen, was geht ab? Mein Name ist Adi Totoro und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch die 5 grössten schweizerdeutsche YouTuber vor. Das heisst wirklich schweizerdeutsche YouTuber, nicht nur Schweizer YouTuber, die auf Hochdeutsch Videos machen. Nein, heute stelle ich euch die grössten schweizerdeutschen YouTuber vor. Genau. Schweizerdeutsche YouTuber, die Videos auf Schweizerdeutsch machen, und ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro. Badaboom! So, da sind wir schon nach dem Intro und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Platz Nummer 5. Platz Nummer 5. Auf dem Platz Nummer 5 liegt Alien Fisher, oder wie man sie auch immer ausspricht. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, aber ich würde sagen, mal sagen, die liegt auf Platz 5 mit 1070 Abonnenten. Insgesamt hat sie 40.000 Views und sie kommt aus Basel und sie macht als einzige oder fast einzige von diesen Schweizer YouTuber Videos auf der Straße. Das heisst, sie macht Videos, wo sie auf die Straße geht und Leute befragt. Das sind meistens Comedy-Videos, wo sie vielleicht mal zu oben einfach rausgeht und die Leute befragt, was sie gerade machen oder was sie zu einem Thema denken. Sie ist schon seit 2013 dabei und ich würde sagen, sie ist Platz 5. Platz Nummer 4. Der Kanal Little City ist mit etwa 1180 Abonnenten auf dem 4. Platz von 5. Und das ist mal ein ziemlich anderer Kanal als ein normaler Kanal. Das heisst, auf dem Kanal kommen hauptsächlich Reisevideos, würde ich sagen. Und der Adi und Valerie leiten den Kanal. Adi wie ich natürlich. Leiten den Kanal und sie machen Reisevlogs, wie sie in der ganzen Welt umreisen. Und dann filmen sie sich selber so. Yo, what up, mate? Sie filmen sich selber und tun das auf Schweizerdeutsch kommentieren und machen eigentlich so wie Reisevlogs wie die grossen aus Amerika und England, wie zum Beispiel Fun for Louis oder was halt auch noch so gibt. Le Place Numero 3. Wir kommen zum ersten Swiss-Tuber und zwar ist auf Platz Nummer 3, also auf dem Podest. Also auf dem Podest Younes Vlog. Er hat 1600 Abonnenten und ist ein Hashtag Swiss-Tuber. Dort werden wir dann noch 2 andere auch gesehen bekommen, die in dem Netzwerk sind. Ich weiß nicht, ob es im Netzwerk ist. Auf jeden Fall hat er 50.000 Views und macht Comedy-Videos, ein bisschen ähnlich wie ich. Sitzt irgendwo drauf, macht irgendein Video und es sollte einen zum Lachen bringen. Wahrscheinlich ist es 10-mal lustiger als meine Videos. Aber naja. Sitzplatz Nummer 2. Der Ask Switzerland ist Le Floyd von der Schweiz und hat 4.300 Abos, was für Schweizer Verhältnisse doch wirklich sehr, sehr viel sind. Also der ist wirklich ziemlich in der obersten Liga. Wie gesagt, er ist der Le Floyd von der Schweiz und er macht Infovideos über das Geschehen in der Welt, in der Schweiz, überall. Erzählt er das in seinen Videos auf Schweizerdeutsch und macht manchmal auch Umfragen auf der Straße. Da sind ein kleiner Ausschnitt von seinem bekanntesten Video. Wie heisst zum Beispiel eine Partei, die du jetzt kennen würdest? Zum Beispiel wie Swisscom oder so? Ja, das ist keine Partei. Also Swisscom ist eine Telefongesellschaft. Das Video kennt ihr vielleicht, wenn ihr ab und zu mal bei Swissmeme reinschaut. Now, ladies and gentlemen, place number 1. Wir kommen zum ersten Platz und wer ist es wohl? Wir wollen einen kleinen Trommelwirbel haben. Und es ist Iris Reves. Ich weiß wieder mal nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, weil all die Namen von den Schweizer YouTubern sind irgendwie schwierig zum Aussprechen. 11.000 Abos hat sie schon und das ist für Schweizer Verhältnisse wirklich ziemlich groß. Sie ist wirklich mit Abstand die grösste schweizerdeutsche YouTuberin. Insgesamt hat sie 500.000 Views, was wirklich ziemlich groß ist. Sie kennt zum Beispiel auch den Swissmeme persönlich und ist schon ein paar Mal in den Instagram-Videos von ihm vorgekommen. Außerdem ist sie natürlich auch ein Swiss-Tuber wie der Ask Switzerland oder der Younes Vlog. Wenn man sich jetzt fragt, wieso ich Swissmeme nicht als grössten Kanal von der Schweiz tragen habe, weil ich denke, weil Swissmeme nicht wirklich ein YouTube-Kanal ist. Er ist ja eher auch durch Instagram, Facebook bekannt worden und die Videos, die er auf YouTube aufladet, braucht er ja dann eher zum auf Facebook aufstellen. Nichtsdestotrotz, ihr könnt auch bei Swissmeme vorbeischauen. Er macht auf jeden Fall nicht so regelmäßig Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hat es euch gefallen. Jo. Nein, auf jeden Fall freut euch aufs nächste Video. Ihr könnt mal, wenn ihr jetzt noch dran seid, irgendeinen YouTuber und reinschreiben, wo ich mit Photoshop bearbeiten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss zusammen.